Vielen Dank. Ich möchte mich erst einmal ganz herzlich für die so herzliche Begrüßung heute bedanken mit einer großen Delegation, mit dem Gouverneur Herrn Omid Reshnav und weiteren Anwesenden. Für mich ist das ein sehr besonderer Besuch. Zum einen bin ich als Landtagsvizepräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen hier. Das ist das erste Mal, dass Deutschland auf der Ebene von einem Landtag hier in Kurdistan, Irak vertreten ist, einen offiziellen Besuch abstattet. Und zum anderen aber ist es natürlich für mich persönlich auch ganz besonders, hier in Kurdistan zu sein, als eine deutsche Politikerin mit kurdischem Background. Es ist sehr berührend, es ist mein erstes Mal hier. Und es sind aufregende Zeiten, es sind sehr besorgniserregende Zeiten. Wir erleben gerade, was in Rojava passiert, die Angriffe gegen Kurdinnen und Kurden. Wir haben Nordrhein-Westfalen und Regionalregion Kurdistan sind sehr eng verbunden miteinander. In Nordrhein-Westfalen leben sehr, sehr viele Menschen aus Kurdistan, aus unterschiedlichen Teilen Kurdistans, aber insbesondere auch aus Südkurdistan. Und viele Menschen, zum Beispiel aus Bonn, aber auch aus meiner Stadt, wo ich herkomme, aus Köln, haben den Aufbau nach dem Sturz des Baas-Regimes hier mitgestaltet. Und seitdem haben wir sehr enge Beziehungen zu Nordrhein-Westfalen. Wir haben über die Menschen soziale Beziehungen, kulturelle, aber auch wirtschaftliche Beziehungen. Es sind Unternehmen, die hier sind und wir haben viele Projekte, wie zum Beispiel zur Unterstützung von Geflüchteten, von jesidischen Geflüchteten, die hier sind aus Nordrhein-Westfalen. Und das Ziel ist vor allen Dingen, diese vielfältigen Beziehungen, die es gibt, nochmal zu intensivieren, zu gucken, wie wir sie auch in Zukunft noch intensiver gestalten können. Selbstverständlich, weil wir sehen ja auch gerade in dieser Zeit, welche bedeutende Rolle auch hier Kurdistan in der Region spielt. Wir haben, und ich habe das heute auch noch mal bemerkt, was in diesen Jahrzehnten hier an Aufbau existiert ist. Hier sind Menschen unterschiedlicher ethnischer Zugehörigkeit, unterschiedlicher Glaubensrichtungen, die zusammenleben. Hier ist ein Klima der Sicherheit und der Freiheit, während drumherum in vielen Ländern es ja gar nicht so sicher ist. Und das ist sehr wertvoll. Und wir haben aber auch gesehen, dass diese Region, auch Kurdistan, vor allen Dingen auch in Persona Präsident Mesut Barzani, eine sehr herausragende Rolle spielt zur Befriedigung der gesamten Lage. Er hat eine herausragende Rolle gespielt bei Rojava zum Beispiel, damit es dort zu einem Waffenstillstand kommt. Es ist wichtig, ja. Es ist wichtig, die Kurdinnen und Kurden sind hier, aber auch in Rojava wichtige Partner gewesen im Kampf gegen IS, aber auch hier. Und sie sind ein Teil der Alliierten gewesen, des Bündnisses der Alliierten im Kampf gegen IS. Aber es ist wichtig, diese Beziehungen nicht nur darauf zu fokussieren, dass in Krisensituationen und auf militärischer Ebene Kooperationen existieren, sondern aus diesen Beziehungen auch langfristige, nachhaltige Beziehungen aufzubauen, wie zum Beispiel halt auch einen kulturellen Austausch zu fördern oder aber auch zu gucken, inwiefern zum Beispiel Unternehmerinnen und Unternehmer aus Nordrhein-Westfalen hier vielleicht auch investieren können, hier etwas vorantreiben können. Hier gibt es ja auch eine große deutsche Community, deutsch-kurdische Community. Hier gibt es eine deutsche Schule und ich freue mich auch sehr, dass es inzwischen ja auch das Goethe-Institut, das die deutsche Kultur in ausländischen Ländern vertritt, hier auch jetzt fest etabliert ist. Das sind wichtige Entwicklungen und ich natürlich als Vizepräsidentin habe auch ein großes Interesse daran, dass wir auch den Austausch zwischen Parlamentarierinnen und Parlamentariern vorantreiben. Denn gute, funktionierende, starke Parlamente sind ein Zeichen von Demokratie und wir müssen überall gemeinsam auch den Parlamentarismus stärken.
Es können zum Beispiel Parlamentsbesuche stattfinden, dass man sich parlamentarische Abläufe gegenseitig noch mal anguckt, dass Abgeordnete von Kurdistan nach Nordrhein-Westfalen kommen und sich die Abläufe angucken. Es kann aber auch ein Austausch zum Beispiel vor allen Dingen auch über kommunaler, Lokalpolitik noch mal auch bestärkt werden, dass Erfahrungen ausgetauscht werden. Wunderbar wäre es natürlich auch zu gucken, wir haben in Nordrhein-Westfalen viele, viele Städtepartnerschaften, Sister Cities. Und diese Städtepartnerschaften auch mit Hewler zum Beispiel voranzutreiben. Also bei den Planungen ist vorgesehen, dass ich Präsident Mesut Barzani, aber genauso auch Herrn Nechirvan und Masroor Barzani treffe. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig und ich danke an dieser Stelle auch nochmal Herrn Schiffer Barzani, der das Ganze koordiniert hat, diese Einladung koordiniert und mit organisiert hat. Mir ist es wichtig natürlich mit diesen Akteuren, die ja eine herausragende Rolle in der Region spielen und wir haben gesehen, was für eine Rolle vor allen Dingen Präsident Mesut Barzani auch gespielt hat bei den Verhandlungen für einen Waffenstillstand, für eine Deeskalation in Syrien und für den Schutz der Kurdinnen und Kurden auch dort in Rojava, auch Einschätzungen einzuholen, wie die Lage ist und was es auch braucht an Unterstützung aus den europäischen Ländern und wie die Gespräche aus den europäischen Ländern laufen. Und eine Einschätzung natürlich, welche Auswirkungen auch diese Entwicklungen in Rojava, aber auch in Syrien, auch auf Bashur, auf Kurdistan haben werden. Wir könnten tatsächlich beobachten, dass in den vergangenen Wochen die Position vieler europäischer Länder, auch leider Deutschlands, halt da nicht so herausragend war. Das ist meine persönliche Meinung, vor allen Dingen als eine, die ja die Region auch beobachtet. Aber ich muss sagen, gleichzeitig haben wir auch beobachtet, dass es eine sehr, sehr starke kurdische Stimme in Europa gibt, auch in Deutschland ganz besonders. Seit Wochen gehen Kurdinnen und Kurden auf die Straße. Sie haben vor unserem Haus, vor dem Landtag, ja, vor dem Parlament mehrmals demonstriert. Sie haben ihre Forderungen eingereicht und sie haben auch das Interesse vieler Abgeordneten erweckt. Und dadurch hat sich auch in den letzten Wochen die Stimmung eigentlich geändert. Es haben sich auch immer mehr deutsche Politikerinnen und Politiker zu den Angriffen gegenüber Kurdinnen und Kurden geäußert und haben das Schweigen gebrochen, was erst in den ersten Wochen sichtbar war. Ich habe viele Gespräche geführt mit Kurdinnen und Kurden, die auf den Demonstrationen waren und ich verfolge das ja auch. Ich bin ja nicht eine Außenstehende und auch für mich ist das sehr, sehr bitter zu sehen, wie Kurdinnen und Kurden ja von heute auf morgen fallen gelassen worden sind, obwohl sie die wichtigsten und verlässlichsten Partner hier im Kampf gegen den Radikalislamismus, Dschihadismus waren. Und diese Enttäuschung, die haben wir auch in Deutschland wirklich sehr breit in allen Städten gespürt. Die Menschen konnten überhaupt nicht mehr stillstehen. Sie hatten das Bedürfnis zu rufen, immer wieder laut zu rufen, weil dieser Schmerz sehr tief war. Es sind Frauen und Kinder, die heulend gekommen sind vor den Landtag, die bestürzt waren, die nicht wussten, ob ihre Angehörigen noch leben oder nicht leben, weil sie nicht erreichen konnten. Also wir haben in Deutschland alle den Schmerz und die Enttäuschung, die tiefe Enttäuschung der Kurdinnen und Kurden gespürt. Deutschland spielt eine zentrale Rolle innerhalb der Europäischen Union und es ist wichtig, dass vor allen Dingen in einer Zeit, wo wir erleben, dass die USA sich auch immer mehr von der Europäischen Union abwendet und die Europäische Union auch nicht mehr als Verbündete sieht. Trumps Erklärungen gegenüber Europa sind sehr, sehr, sehr irritierend. Das haben wir in den vergangenen Jahren so gar nicht gekannt. Und deshalb ist es wichtig, dass Deutschland auch gemeinsam mit Frankreich zusammen eine starke europäische Stimme ist. Und eine starke Stimme ist natürlich für den Schutz von Völkerrecht, für den Schutz von Menschenrechten und auch dafür sorgt, dass in dieser Region sehr schnell auch Frieden, Freiheit für alle Menschen wieder etabliert wird, weil diese Region ist nicht weit weg von uns, von Deutschland und auch nicht von Nordrhein-Westfalen. Es leben so viele Menschen aus Kurdistan, aus Irak, aus Rojava, aus Syrien, aus dem Iran, in Deutschland, in NRW und sie alle waren in den letzten Wochen auf der Straße, weil sie ein Leben in Freiheit wollen.
Es ist schwierig, Zahlen zu sagen, weil die Registrierung in Deutschland nicht nach ethnischer Zugehörigkeit, sondern nach Staatsgehörigkeit, also nach Pass, ja, also gemacht wird. Deshalb ist es so schwierig. Aber wir haben über 1 Million, 1,5 Millionen Kurdinnen und Kurden nach Schätzungen in Deutschland. Und es ist eine sehr große Community. Das ist auch eine sehr starke Community, die in vielen Bereichen Teil des gesellschaftlichen Lebens ist. Wie Sie merken, sitzen in den Parlamenten Menschen mit kurdischer Biografie, in den Landesparlamenten, in den kommunalen Räten. Ich bin die erste Vizepräsidentin des Landtags mit einer Migrationsgeschichte und habe eine kurdische Geschichte, eine kurdische Biografie. Und ich finde, das verdeutlicht noch einmal, wie sehr auch Kurdinnen und Kurden, sei es in Kunst, Kultur, Musik, gesellschaftliches Leben, aber auch in Wirtschaft, Unternehmerschaft, Wissenschaft und schließlich auch in der Politik Teil des Lebens sind. Und das haben wir auch in den letzten Wochen noch einmal gesehen. Es gibt in Nordrhein-Westfalen zahlreiche auch kurdische Vereine, wie zum Beispiel das Zentrum für kurdische Studien, Navenda Lekolinen Kurz. Und dort wird seit Jahren auch zur kurdischen Geschichte, zur kurdischen Kultur, Sprache, aber auch politische Situation geforscht und auch Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Und das sind Projekte, die halt auch mit Landesmitteln, also mit Geldern aus Nordrhein-Westfalen gefördert und finanziert werden. Und das ist nur ein Beispiel. Wir haben noch ganz viele andere Beispiele. Wir haben die kurdische Gemeinde, die fest etabliert ist und auch in vielen Bereichen auch mit öffentlichen Geldern finanziert wird. Ich bin leider ja auf der Reise hierhin gewesen und konnte an dieser Demonstration nicht teilnehmen, obwohl ich dort eingeladen war, auch als Sprecherin. Aber ich war in den letzten Tagen und Wochen auf vielen, vielen Demonstrationen in Köln, in Düsseldorf, in Berlin und heute ja in Bonn. Ich habe die Bilder gesehen aus Bonn. Als ich hier angekommen bin, habe ich mir sofort angeguckt, wie die Situation ist. Und das ist beeindruckend. Es sind mehrere Tausend, mehrere Zehntausende Menschen zusammengekommen. Und wir wissen, das ist sehr deutlich zu sehen, dass mit diesen Demonstrationen das Interesse natürlich an den Forderungen der Kurden gewachsen ist. Die Medien haben viel mehr darüber berichtet, weil einfach ja über Tage und Wochen Kurdinnen und Kurden überall auf der Straße waren. Und somit haben sie auch die Sensibilisierung gegenüber diesen gefährlichen Entwicklungen geschafft. Also ich glaube, das ist für all diejenigen, die ja sehr nah dran sind bei der kurdischen Community wie ich, wir können beobachten, dass diese Demonstration wirklich von Frauen, von jungen Menschen, von Männern, von älteren Menschen, von Kindern, von Studierenden, von Arbeiterinnen zusammen, und zwar auch aus allen Teilen Kurdistans, auf die Straße gegangen sind und dass nicht irgendwelche parteipolitischen Differenzen im Vordergrund waren, sondern die Gemeinsamkeit, der gemeinsame Schmerz, die gemeinsame Enttäuschung und das gemeinsame Gedächtnis, die gemeinsame Erinnerung und die gemeinsame Forderung. Und das ist eine sehr, sehr neue Entwicklung. Das, was in den letzten Tagen passiert ist, die Angriffe gegen die Kurdinnen und Kurden in Aleppo und dann aber auch die Umzingelung von Kobane, dass da keine Hilfe zuerst gekommen ist und dass glücklicherweise, da bin ich sehr dankbar, dass die erste humanitäre Hilfe hier aus Kurdistan, Irak, Südkurdistan über die Barzani Foundation gekommen ist. Ja? Sehr, sehr wichtige Entwicklung. Das hat natürlich dazu geführt, dass auch viele Kolleginnen von mir mit mir darüber gesprochen haben. Es haben viele Kolleginnen von mir auch Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Sie haben Videos gedreht, sie haben Statements abgegeben über Social Media und vor allen Dingen haben sie in den Parlamenten auch meine deutschen Kollegen ohne eine Migrationsgeschichte, ohne eine kurdische Geschichte, haben die Geschichte von den Zöpfen und den kurdischen Frauen, wofür diese Zöpfe stehen, gesagt. Auch heute hat noch eine Kollegin von mir im Landesparlament über die kurdischen Zöpfe eine Rede gehalten. Das ist ganz sicher so, dass
Kurdistan, Irak, Bashur eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt hat. Zum einen bei der humanitären Hilfe. Wir haben ja alle über die Fernsehen beobachtet, wie viele LKWs, Transporter mit Hilfsgütern schnell die Menschen erreicht haben. Und an dieser Stelle möchte ich auch meinen großen Respekt aussprechen, dass so schnell das organisiert worden ist. Das ist keine einfache Sache, das weiß ich als Politikerin, weil wir auch in Deutschland oft mal diese Krisensituationen hatten. Daher wirklich mein Respekt. Aber neben der humanitären Hilfe ist es vor allen Dingen ja auch einzelnen Akteuren aus Kurdistan, Irak, Bashur, wie zum Beispiel Präsident Massoud Barzani gelungen, wirklich aktiv als Vermittler, als Diplomat in Erscheinung zu treten und dafür zu sorgen, dass das kurdische Leben geschützt bleibt, dass man eine politische Lösung findet und eine Lösung, mit der vor allen Dingen auch Kurdinnen und Kurden leben können. Also ja, ich rede hier vor allen Dingen für den Landtag und zwar auch für den Präsidenten und als Landtagsvizepräsidentin. Als solche möchte ich natürlich aber auch sagen, das haben wir nämlich auch bei uns im Landtag verabschiedet. Wir haben einen Beschluss verabschiedet, in der wir auch unsere Solidarität zum Beispiel mit der Jinjian Azadi-Bewegung bekundet haben. Wir wissen alle, wir wissen, welchen Beitrag Kurdinnen und Kurden, vor allen Dingen auch kurdische Frauen, im Kampf gegen IS geleistet haben. Und wir wissen, dass sie nicht nur für ihre eigene Freiheit, sondern auch für die Sicherheit Deutschlands, für die Sicherheit in Europa einen ganz wichtigen Beitrag geleistet haben. Und dafür müssen und können wir ihnen nur unendlich dankbar sein. Aber Dankbarkeit verpflichtet auch. Wir haben auch eine Verantwortung, wir haben eine humanitäre Verantwortung. Diese Menschen, die auch unsere Sicherheit verteidigt haben, dass wir sie heute nicht im Stich lassen, das ist selbstverständlich. Das ist für mich auch die Grundhaltung einer menschenrechtsorientierten und werteorientierten Politik, wie wir sie in Demokratien haben. Das hat viele Menschen in Deutschland erreicht. Mich sowieso über meine Biografie, aber ich kann Ihnen sagen, vor allen Dingen als Landtagsvizepräsidentin, das hat die Menschen in den Parlamenten erreicht, das hat die Abgeordneten erreicht, das habe ich tagtäglich dort mitbekommen, wie sehr sie halt das gesehen haben, was da eine neue Bewegung auch gerade ist. Die ist anders als die Proteste, die wir sonst aus Deutschland kennen. Es ist ein einheitliches Bild. Es geht vor allen Dingen darum, um die Forderung nach einem Leben in Würde und Freiheit. Und an dieser Stelle möchte ich Ihnen aber auch sagen, ich habe vielen Akteuren gedankt. Ich möchte vor allen Dingen aber auch Ihnen danken, den Medienanstalten, den Journalistinnen und Journalisten. Wissen Sie, wir haben auch unsere Informationen in Deutschland, auch über Sie, über Ihre Berichterstattung von vor Ort erhalten. Und dafür möchte ich Ihnen auch danken. Und das zeigt auch noch einmal, eine vielfältige Medienlandschaft ist natürlich auch immer ein Zeichen von Demokratie. Und ich finde, Sie können auch stolz darauf sein, dass Sie hier so eine breite Medienlandschaft haben.